Hello and happy Sunday. Happy you're back to my next episode. Thank you before already for watching it, and I hope you gonna like it. Um, yes, the last week I was mostly on the way with my son and my husband. So some appointments and I had to drive, so there wasn't too much time to knit or to write pattern. But I finished my heritage shawl pattern and I got it back last night after a last read through, and there are 2-3 minor things I have to correct, but soon I can release it, so I'm very happy. Here you see the original one with Biche Buche, Le Cachemire et Lambswool. I know, or you know, I made also a fluffy version made of Kizetta from Gepard Garn, but it's still not blocked, so I hope I can show it to you next Sunday. The heritage shawl is inspired by the Swiss national costumes, or better said, of the national costumes from my area. And all these, or the most, they have a shawl made of cotton for summer costumes, and in winter costumes they are woolly or made of wool. And I can show you a little one that has such a national costume. I made it once for my mom as a present, and you see here is, we call it the fichu. It's the shawl, and this one is not my design, but I knitted a very old design. I think it's from the 1920s or 1930s, something like that. And I used a very thin cotton and needle size 1, I think. And yeah, so if the ladies here in this region are going with the national costume, they have, most of them have one of these over the shoulders. So it's also heart shaped, and let me show you, maybe I can show you. So it's really in the same shape like the fichu from the national costumes. Yes. And you can, of course, wear it this way or like a shoulder shawl like this. Yes. I think, or I hope, I can release the pattern next week. So maybe stay tuned or sign up to my newsletter and get informed when it will be out. But of course, I will announce it as well on Instagram, so I'm sure you will not miss it if you want to knit it.
Then maybe you remember I asked you once what you would do with the cardigan in the box. You know, this old design I started years ago in double face technique, where I made some asymmetrical mistakes. And thank you all for commenting and telling me what you would do. And the most, or I think all, said, go on, finish it like this. No one will recognize, and even you can adjust it for the pattern or leave it that way. So I think I will keep it, and I will go over it just to find into my original idea and trying to finish it, and then to decide if I would like to write the pattern or not. But I will finish it, I will show it to you and let you know what's going to happen with it. So this for about this. And Christine made 2 weeks, 3 weeks ago, or 4 weeks ago, I don't know anymore. They made a little trip to Alsace, a French part close to Switzerland. And in Colmar, she visited a yarn store, and she brought me 2 babies as a little present, because I was looking after her cats, and she brought them to me as a little thank you. And they are from Mayak, and it's on the back side, it's baby yak lace weight with 50 grams, 350 meters. And they are so soft, and I'm sure I will totally enjoy knitting it. I just don't know what to make with them yet. So maybe it's another shawl or a cowl, something like that. I don't know yet, but I'm sure I will knit up them together, and then we will see. But thank you, Christine. And last week I got my order from Bodolina. She came across the Eurovision Song Contest, and you probably know that the Swiss won the contest. Nemo was the singer, and she made a Nemo bag with a non-binary flag and the Swiss flag, and also chose orange and pink. What a great combination. And I thought I need to have this bag. I'm not really watching Eurovision Song Contest or hyping, but yeah, Swiss won after nearly 50 years or something like that. And I think Nemo is a cool person, and
Yes. And the bag is also huge. It's an absolutely great project bag for a whole sweater. And at the moment I store some yarn inside I brought home from Knit at Motoko, but as you see, easily 5 skeins or even more would have enough space inside. So yes, this about my new project bag. And yesterday was Worldwide Knit in Public Day. I'm sure you was somewhere as well and joining all the people to knit in public. And I went yesterday to Neustadtgasse 13. That's a small but pretty yarn store in Winterthur, and we were at least 12, 15 women knitting and chatting and having a good time. It was really nice to be there to see old friends or old knitting friends. We haven't seen us for weeks, months, and also to meet new people. And yeah, it was really a nice and amazing afternoon. I came there at 12 and stayed until 4. We had 2 quite heavy rain crashes, but it was pretty okay, no problem. We just run into the store and had a good time there as well. And after it stopped, we went outside again. So I'm curious, where have you been knitting yesterday? Did you join your local yarn stores, or did you meet up with your knitting group somewhere in the public and sat down and just was knitting, or did you organize an event? Or yeah, tell me. It would be so cool if you would tell me in the comments what you did yesterday. And yes, honestly, I do not have that much this week. I showed you just everything I have at the moment. So it was quite short, but I hope you enjoyed. And I hope to show you some, for example, a little bit more of the cardi in the box next Sunday. Next Sunday is the 16th of June. Nothing really planned this week. Upcoming week, no appointments regarding knitting, just other things. So we will see what I can show you next Sunday. So thank you for watching. It was nice to have you here, and now I switch to Swiss German and try to tell everything once more. So have a nice Sunday evening and thank you for watching. See you soon. Bye. Hallo zusammen. Ich probiere jetzt gerade wieder alles auf die Reihe zu bringen, was ich jetzt vorhin im englischen Teil erzählt habe. Und hoffe, ich vergesse nichts. Aber wir werden es sehen. Diese Woche war recht viel sonst los, also mit der Familie halt. Viele Termine, wo ich fahren und hin und her und organisieren. Und dann war halt nicht so viel Zeit, um
Anleitungen schreiben oder auch lesen. Außer beim Worten natürlich. Dort habe ich wie immer fleissig gelesen. Habe aber diese Woche doch endlich meine Anleitung für den Heritage Schal fertig gemacht. Und gestern habe ich es nach dem letzten Durchlesen zurückbekommen. Und jetzt hat es noch so 2, 3 kleine Sachen, die ich korrigieren drin. Aber so wie es aussieht, kann ich den Schal dann schon gleich veröffentlichen. Der Schal ist inspiriert von der Zürich Unterländer Tracht. Also hauptsächlich eigentlich die Wächtungstracht, wo man ein Fischchen dazu trägt. Bei der Sommertracht ist das Fischchen meistens aus Baumwolle gelismet, oder eigentlich immer. Und bei der Wintertracht dort ist es aber auch, oder dort ist es dann aus Wolle gemacht. Und er ist auch so ein herzförmiger Schal, wie Fische. Ich kann dir zeigen. Das ist sozusagen wahrscheinlich nicht ganz astreine Zürcher Unterländer Wächtungstracht, wo ich mal für meine Mami genäht habe. Mit, also da natürlich auch die Ärmel, die bestickt sind bei den Trachtenblusen. Und sie hat jetzt eben auch ein Fischchen an, das aus Baumwolle gelismet ist. Das ist aber nicht irgendein Design jetzt von mir, sondern das ist eine Anleitung aus den 20er, 30er Jahren oder so, wo ich dann einfach mit einem dünnen Baumwollgarn und ich glaube mit Nadelstärke 1 oder 1,5 gelismet habe. Natürlich nicht das Ganze, weil das wäre riesig geworden. Aber ich habe es dann da einfach abgehökelt. Genau. Und eigentlich all meine herzförmigen Tücher, die sind immer ein bisschen inspiriert von den Trachten. So. Zack. Das ist ja die Version, also die Originalversion. Das ist Biche Büsch Le Cache, also Kaschmir Lambswool. Und hast sicher gesehen, ich habe ja noch eine fluffy Version gemacht aus Kizeta von der Gepard Garn. Der Schal ist noch nicht gesponnen und darum kann ich dir ihn jetzt auch nicht zeigen. Aber ich hoffe, dass ich ihn dann nächste Woche zeigen kann und sicher auch Fotos dann einhängen, wenn ich die Anleitung veröffentliche. Und ich hoffe, dass ich die Anleitung nächste Woche rauslassen könnt. Das sehen wir noch. Wenn du es nicht verpassen willst, dann schreib dich doch bei meinem Newsletter ein. Dann kommst du Bescheid über in deine Mailbox. Aber du wirst es auch natürlich erfahren, wenn du mir auf Instagram folgst, weil dort lasse ich es ja auch raus. Dort sage ich es ja dann auch, wenn es veröffentlicht wird. Dann habe ich ja vor einem Zeitchen mal darüber geredet, über den Cardi in the Box geredet. Das ist ein älteres Design, das ich mal angefangen habe, vor 2, 3 Jahren oder so, wo ich dann weggelegt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich da hinten mit dem Motiv nicht schön symmetrisch bin. Und habe euch ja gefragt, was ihr würdet machen. Ob ihr es würdet aufmachen, ob ihr würdet weiterlesen. Und ganz viele von euch haben kommentiert. Danke vielmals für das. Und ich glaube, alle zusammen haben gefunden, mach es einfach weiter. Spielt doch keine Rolle,
niemand merkt es, wenn es dann für die Anleitung, wenn es eine gibt, dir nicht gefällt, kannst du es ja umschreiben, dass es dann passt, so wie du es dir vorgestellt hast. Und ich muss sagen, okay, ja, ihr habt alle zusammen recht und ich werde ich muss mich zuerst wieder ein bisschen reinfühlen, was ich da eigentlich vorgehabt habe. Aber ich gebe dieser Jacke jetzt nochmal eine Chance, werde weitermachen und dann schaue ich, was rauskommt, ob es mir gefällt, ob es mir nicht gefällt, ob ich eine Anleitung machen will oder ob ich alles muss irgendwie ganz anders machen. Aber ja, ich werde es wieder in Angriff nehmen und werde es auch hier weiterhin zeigen. Und bin gespannt, was dann schlussendlich daraus gibt. Vor 3-4 Wochen, also eigentlich am Pfingstwochenende, ist Krigi mit dem Geschäft haben sie einen Ausflug gemacht und ins Elsass und sind dann auch natürlich in Colmar gelandet. Und ich habe ja der Krigi ihre Büsi gehütet in diesen Tagen und sie hat mir aus einem Wollenladen in Colmar hat sie mir 2 Strängli mit heimgebracht. Obwohl ja das gar nicht nötig gewesen wäre, weil ihre Büsi sind auch meine Büsi. Also ich habe die 2 ja so gern. Aber sie hat mir die 2 als Geschenk heimgebracht. Das, weil sie halt weiss, dass das meine Lieblingsfarbe ist. Und das ist so ein bisschen, glaube schon auch ein bisschen ein Joke, weil ich habe so Hosen in dieser Farbe und die werden immer als Fleischkäsehosen tituliert. Und der Tommy findet die ganz schrecklich. Und darum hat sie mir jetzt die 2 Knäuel gebracht, einmal Fleischkäse, einmal Lieblingsfarbe, damit ich mir etwas Passendes zu diesen Hosen leisten kann. Ich weiß aber noch nicht genau, was es gibt. Vielleicht gibt es auch noch ein Tuch. Jedenfalls ist es Mayak, Babyjack, Laceweight. Das heisst, sind 350 Meter auf 50 Gramm. Das ist jetzt die Farbe Shadow und da haben wir nicht Fleischkäse, sondern Dusty Pink. Und ich finde also Dusty Pink tönt viel schöner wie Fleischkäse. Jedenfalls danke, liebe Krigi, für die 2 Schätzchen. Sie sind mega schön fein und weich, halt Babyjack. Und ich freue mich sehr, um die dann zu verlismen, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiss, was ich wird lismen. Aber es wird sicher etwas Schönes geben. Dann habe ich Post bekommen. Meine Bestellung bei der Podolina ist noch, die ist zwar schon letzte Woche angekommen, also am Freitag vor einer Woche ist die angekommen, gerade kurz bevor ich auf Müllhaus bin. Und zwar habe ich den Nemo-Bag bei der Podolina bestellt. Podolina ist über den ESC gestolpert und dort dann über den Nemo und hat das mega cool gefunden und darum hat sie dann den Nemo-Bag kreiert mit den non-binären Flocken und der Schweizer Flagge und natürlich noch in Orange und Pink, was sowieso eine mega coole Kombi ist. Und sie hat eine mega coole Story gemacht und da ja, ist einfach irgendwie klar gewesen, das muss auch unterstützt werden und darum habe ich mir den Bag bestellt. Und er ist riesig. Hammer. Er hat, also da bringst du Löcke, einen ganzen Pulli, oversized,
also rein. Er ist wirklich gross. Ich habe jetzt im Moment 5 Stränge drin, die ich gekauft habe am Knitted Motoko. Aber es ist wirklich, da bringst du ein riesiges Strickprojekt rein und hast einen Reissverschluss, der auf beiden Seiten zack, funktioniert. Das Material, wie du siehst, ist Filz, also es ist auch schön stabil. Kann ich dir also nur empfehlen. Die Projektbags von der Bodolino sind genauso cool und praktisch und hammermäßig wie ihre Nadeltaschen. Yes! Und dann ist ja gestern Worldwide Knit in Public da gewesen, also weltweiter Tag vom Lismen in der Öffentlichkeit. Und ich bin am Nachmittag auf die 12 bin ich ins N13, also Neustadtgasse 13. Das ist ein kleiner, herziger, hübscher Wollenladen zur Winterthur an der Neustadtgasse hinten. Und hatte dort das Vergnügen gehabt, Frauen wieder zu sehen oder Lismerinnen zu sehen, wo ich schon länger nicht mehr gesehen habe, aber kenne. Dann auch habe ich ganz viele neue kennenlernen. Es war mega lässig. Wir sind, glaube ich, also der höchste Stand sind wir etwa 12, 15 gewesen. Wir haben hauptsächlich draussen gelismet unter den Linden. Mega schöner Platz hinter dem Laden. Und sind dann aber doch ein-, zweimal ein bisschen verregnet worden. Also beim zweiten Mal ist es dann recht heftig gekommen. Da haben wir alle reinrennen und schnell. Aber es war mega cool gewesen. Es hat überhaupt nicht irgendwie die Stimmung kaputt gemacht, dass wir jetzt halt rein haben müssen. Und es war wirklich mega cool gewesen. Fachzimpeln, Wollen anschauen. Dann hat's auch, ich hatte ein paar von meinen Designs dabei und Anleitungen. Und das hat auch ein paar interessante Gespräche gegeben. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an alle, die eine Anleitung gekauft haben gestern. Ich habe mich mega gefreut, dass euch meine Sachen so gefallen haben. Jetzt würde es mich aber wundern, wo bist denn du gsi? Was hast du gemacht gestern? Bist du daheim gsi oder hast dich mit anderen getroffen in deinem Liesmi-Laden, wo du sonst immer hingehst? Oder hat eure Strickgruppe euch vielleicht irgendwo in einem Kaffee getroffen und haben gelismet? Es würde mich mega wundern, was ihr gemacht habt. Darum schreibt mir doch das unten in die Kommentare. Ich finde es einfach mega spannend und vielleicht habt ihr ja auch das eine oder das andere mega coole Erlebnis gehabt gestern, dass vielleicht im Zug, wo ihr auf dem Weg sind, schon gelismet haben und angesprochen worden sind oder vielleicht auch noch angeschaut worden sind. Ja, erzählt mir doch das. Würde mich freuen. Und yes, that's it. Mehr habe ich gerade im Moment nicht mehr zu erzählen. Ich hoffe, dass ich nächsten Sonntag vielleicht schon ein bisschen mehr von der Jacke zeigen kann oder von sonst einem anderen Design. Weil ich probiere schon immer wieder natürlich an verschiedene Sachen zu lesen, aber es gibt halt auch Sachen, die ich momentan noch nicht zeigen kann. Und ja, nächste Woche habe ich nichts so, jetzt irgendwelche Termine, die das Lesen betreffen. Aber es wäre mega cool, wenn du nächsten Sonntag wieder reinschauen würdest. Bis dann!
und danke dir heute fürs Schauen und wir sehen uns. Ciao, schönen Abend.